Für uns geht es weiter, stets heiter, zurück bei Pokémon Legenden CA mit Wildsektor 16. Naja, theoretisch zumindest. Ne? Mir fehlen ja noch 2 Pokémon, die ich einfach nicht herausfinden konnte, welche es sind. Mittlerweile weiß ich es, aber auch nur, weil ich schnell resettet habe, um zu schauen, was für Pokémon danach spawnen. Ne? Und ja, zumindest das Pokémon da, was wir schon mal als Schatten da dort stehen haben, ne? Was somit schon mal ein bisschen angedeutet wird, das kann ich eigentlich hiermit schon mal ein bisschen vorwegnehmen. Weil wenn wir jetzt hier ein bisschen durchgucken, welches könnte es sein? Genau, es ist Floorclass, ne? Also ist der einzige Schatten, der drauf passt. Ja, das andere, ja, das lasse ich noch ein bisschen offen, ne? Vielleicht finden wir das gleich noch. Aber vorhin ganz kurz, es kann sein, dass ich halt wieder ein bisschen viele Items und so habe, ne? Ich sage jetzt mal ein bisschen wieder mehr Megasplitter und so. Ja, ich habe mich bei der Ranked Battle Season 4, wie es so schön heißt, versucht. Das hat ganz gut geklappt, muss ich sagen. Die Folge kommt dann irgendwann, wenn wir das DLC spielen. Weil vorher würde ich ein bisschen spoilen. Obwohl, es kam gar nicht so viele DLC-Pokémon vor darin tatsächlich. Also, ob ich schon mal sagen kann, das Team hier hat ordentlich gerockt. Also, das war super. Vor allem Garados, ich meine, es ist das einzige der 3 Pokémon, was so weit perfekt trainiert ist. Und hier sehen können, es hat volle EVs. Die DVs habe ich bei allen 3 auch schon maximiert, natürlich da, wo es Sinn macht. Ne? Also Garados natürlich keine volle DVs auf Spezialangriff, das würde keinen Sinn machen. Stalobor habe ich jetzt mal mit Initiative versucht. Da könnte man natürlich, bei Rangcamp kannst du natürlich sagen, da macht KP mehr Sinn, logischerweise. Ne? Kann sich überlegen. Aber ich habe da ein bisschen mit Beeren und so, mit den sogenannten Vitamin-Items, ne? Also so Protein und so, geguckt, dann aus dem Angriff hochzubringen, so wie irgendwie ging. Bei Gardevoir das eigentlich Gegenteil, ne? In einer Spezialangriff statt Initiative. Aber auch hier hat es natürlich volle DV ausgerüstet und es hat sehr gut funktioniert, das Set, ne? Muss ich zugeben. Im Garados sind die meisten abgeräumt. Stalobor und Gardevoir waren auch sehr gut dabei, muss man zugeben. Und vielleicht versuche ich mal mein Glück künftig mal noch mit Stolos. Ja, noch auf KPs und so, ne? So ein KP-Beast ist. Aber das später mehr dazu. Jetzt mal würde ich sagen, ich verabschiede mich mal kurz von Skelabra und würde es austauschen gegen Schnepke. Aber aus dem Grund, weil ich finde es wird langsam mal Zeit, dass wir unser Team mal auf so einen Stand bringen, wo ich sagen würde, ja doch, da würde ich gerne was machen. Ne? Also vor allem weiter trainieren und so. Jetzt kurz schauen. Okay, die Beeren. Ich habe übrigens inzwischen auch herausgefunden, wo der Shop für die Beeren ist, um die EVs wegzubringen. Das ist nämlich hier, genau. Also lustigerweise, wir haben hier einen Ort, wo wir eigentlich die ganzen Minzen und viele Beeren finden. Wobei es gibt auch ein paar Minzen, die findet man noch hier unten. Ich glaube auch vor allem die für die Initiative. Und dann, ja, genau. Hier eben gibt es auch noch Minzen, gab es auch, aber vor allem Beeren. Das sind die Beeren, die wir brauchen, um die EVs zu resetten. Soweit dazu. Gut, wenn wir mal sagen, Schnepke. Ein Eis-Pokémon, was bald zu einem Eis-Geist-Pokémon wird, ne? Aber erstmal, wenn wir was anderes versuchen. Das Foxy da oben zu fangen, ey. Allein deswegen schon schwierig. Mist, uns entdeckt. Das haut so schnell ab, das ist unglaublich. Ja, ich sehe aber, dass hier sowieso nichts los ist, ne? Ja, Foxy zu fangen ist nicht einfach, ne? Ich habe es oft mal versucht, weil ich gedacht habe, mal gucken, ob es im Ball bleiben würde. Aber nee, es wollte nicht, also da... Oh, Moment, das war jetzt gerade falsch. Ich wollte so schnell resetten. Einmal zum Schauen, ob es überhaupt das Pokémon kriege, was ich eigentlich wollte. Das war wohl zu zeigen. Foxy ist auch bald respawnen da oben. Wo war denn das jetzt? Irgendwo hier ist das Elite-Ampharos geblieben. Da ist noch Medit hier, das andere habe ich jetzt gar nicht mehr gesehen, ne?
Nö, das taucht gar nicht mehr auf. Okay. Es sind halt, also die beiden Pokémon, die noch fehlen, das sind halt auch eher seltenere Pokémon tatsächlich. Was war denn eigentlich immer hier neu? Nee, scheint nicht hier zu sein, ne? Aber es müsste auch tagsüber sein, also von dem her, das stimmt soweit alles, ne? Da dürfte es überhaupt keine Probleme geben. Ich glaube, wenn die noch weiter weggehen, also muss ich auch nicht, damit die neu spawnen. Also, falsch gesetzt hier. Bisschen schade an dem Spiel finde ich immer noch, dass man so wenig Checkpoints selber setzen kann oder Markierungen setzen kann, besser gesagt. Ernsthaft? In dem Moment, wo ich den Ball schmeiße, läuft es weg. War übrigens ein Flottball, ne? Ja, ist nicht einfach. Und hier müsste eigentlich das Floorglass auftauchen. Das ist schon mal hier aufgetaucht. Deswegen bin ich überrascht, dass es gar nicht geht. Das war schon tagsüber. Ich muss nicht irgendwie nachts so rein. Und das andere fehlende Pokémon eben auch. Das müsste auch hier sein. Mann! Junge, mach's mal richtig, so. Ah, ist ja ein bisschen mühsam mit diesem Wildsektor. Auch Foxy spawnt nicht so schnell nach, als ich gerne hätte, ne? Bringt das so gesehen nur dann, was ich halt irgendwie Shinies resetten will und gar nicht, wenn es irgendwie darum geht, Pokémon nachspawnen zu lassen. Warte mal. Hier müsste es sein, ne? Quasi hier. Ich müsste es auch schon von hier aus sehen. Das heißt, natürlich einen neuen Wildsektor. Super. Ich kann keine Sorgen machen, es ist nicht die ganze Folge nur das. Das wäre mir doch auch zu langweilig. Ich will nur mal kurz prüfen. Der Foxy wäre schon wieder mal da. Das andere kommt irgendwie nicht mehr, ne? Auch so ein Problem hier, ne? Hier ist so viel los mit den ganzen Pokémon. Ja, Fox hat wieder ab. Das ist so nervig hier. Können so Fox überhaupt fangen? Meine Güte. Ja, komm. Nee, da ist ein zu doof. Da muss ich mir irgendwie was anderes einfallen lassen. Also mal kurz recherchieren, wie man hier am besten resettet, weil sonst dauert das viel zu lange. So. Eigentliche Mission wäre ja eigentlich Kämpfe zu machen, ne? Ah ja, geben wir mal einen Blockball wieder zurück. Dankeschön. Und hier ist dann auch schon die neue Sektor Nummer 17, ne? Pokémon. Okay, also kein Bock abzuhauen. Sag mal. Okay, jetzt reicht's mir.
Dankeschön, Turtok. So geht das doch, ne? Dann noch schnell in die Boxen. Jo, Igamaro, der ist halt für den Living Dex. Grimbeat, weiß gar nicht, ob wir den schon mal hatten. Ich glaube nicht, ne? Wenn man mal aus Versehen entwickelt hätte oder so. Ah doch, hier unten hätten wir ihn eigentlich schon. Na egal. Wir müssen hier erstmal richtig sortieren und so. Okay, der wird trotzdem gehen. Hier auszuruhen. Interessant. Also, genau, hätten wir. Es sind noch 2 Pokémon. Das ist natürlich ein Panzer-Hero, ne? Das sieht man direkt. Also war hier nicht die berühmte, ja, die berühmte Löwenzone. Ja, da bräuchte ich eigentlich Turtok schon, ne? Ich würde Autoheilung machen, aber nee, da ist nicht immer so eine gute Idee. Elite Pyroleo, ey. So, die beiden werden erledigt. Alter! Natürlich fucking Aircraft. Und tschüss, Turtok, komm zurück. Schon wieder. Nein! Aber den doppelten Move, ey. Wo gibt's denn sowas? Erstmal ein Hypertrank. Schnell, 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 schnell. Hat er viel gebracht, ey. Top-Trank wäre vielleicht besser. Natürlich auch 57, ne? Ist ja schon ein krasser Typ. Der Löwenkäfig, Freunde. Oh, armes Turtok, armes Turtok. Er hat's andere erwischt. Trotzdem guter Job gemacht, Turtok. Junge, Junge. Okay, hätten wir also die weibliche Pyrolio-Dame. Dann der ist ja ein Elite. Entsprechend gibt es die Elite-Box für ihn. Was haben wir da? 46, ah ja, okay. Wieso ich es hier wirklich auch nach Nummerierung mache, also quasi eine Art Living Text so mache, ich habe keine Ahnung. Eigentlich auch ein cooles Pokémon, ne? So Feuer normal hat schon was, obwohl ich zugeben muss, ja gut, natürlich eben die Werte und so, oder doch, das Wesen ist sogar neutral, sehe ich. Aber Feuer normal ist halt so ein Typus, der kann einem gefallen, muss aber nicht, ne? Ich sag's mal so. So, jetzt noch eins. Eine Pyroleo-Statue. Die selber ist nicht so groß.
Jetzt. Kannst du dann visieren. Psychoklinge. Das lese ich gerne. Die Attacke. Moment. Attacken verwalten. Die Psychoklinge. Ja, mit der Volltrefferquote. Da schnell ausgeführt. So noch ein bisschen schneller, aber immerhin. Kann man eigentlich auch schon. Lumkiefer-Elite. Haben wir hier noch, ne? Noch Panzer Aeron. Ich nehme an, das kommt nachts. Oh, ein Flammenwurf bekommen. Krass. Die TM Flammenwurf. Die nehmen wir natürlich gerne. Komm, wisst ihr was? Wir haben 35 vom Level her. Das passt doch, um Schnäppke, würde ich mal sagen, endlich zu entwickeln. Ein Frostjedi. Okay, natürlich gibt es coole Attacken für ihn. Das ist auch, oder für sie besser gesagt, natürlich auch cool. Ja, noch ein paar Schätze hier durchs Rank Battle und so logischerweise. Dann muss ich hier mal kurz schauen. Der ist hier. Oh, das ist auch eins. War etwa gleich groß, ne? Oh, okay. Du. So, ich wollte eigentlich noch die Attacken verwalten tatsächlich. Eisstrahl ist natürlich Ultra, ne? Splitter, ja, ist schnell, das stimmt, aber leider nicht speziell. Was haben wir sonst noch so? Ja, da hat man doch eben, dass er irgendwie auch Donnerblitz kann, was ich auch sehr krass finde. Schild, Eishieb, Knirscher. Reflektor, Doppelteam, Irrlicht. Ja, ist ein Geist, ne? Wollen wir da aber eine Feuerattacke einsetzen? Jetzt schon wieder mit Schutzschild arbeiten, das machen wir irgendwie viel zu oft gefühlt. Und ja, eine Elektroattacke kann man immer gut gebrauchen, ne? So, Frostdedie. Ja, bei dir kann man ein bisschen was machen. Mal schauen, ne? Also, wir haben natürlich auch noch hier Bonbon L, machen mal 3 Stück. Nice. Okay, da geht es nicht ganz so schnell vorwärts. Einen hier. Ist zumindest auch schon mal Level 40. Ja, das hat sich nicht gelohnt. Leider. So. Leo sind wieder da, das war irgendwie zu erwarten. Panzer Aeron ist oben. Okay.
Und einen guten Schlaf. Atanecto. Ja, vielleicht noch von Limidex. Ernsthaft. Hm. So. Das hätten wir noch im Sack. Wo war ich jetzt schon wieder? Ja, gut. Wo ist Panzer? Wieso fliegst du da oben, Junge? Da war ein anderes Pokémon. Dankeschön. So. Hätte Panzer-Aeron auch. Perfekt, oder? Oh, das kann ich gar nicht. Und tschüss. Wo kommt der bis her? Junge, Junge. Das war ein bisschen eng, muss ich zugeben. Panzer-Aeron gefroren, aber passt soweit. Ja, dann hätten wir das Ding abgeschlossen, ne, hier unten. Also, dann hier der Kampfsektor. Ja, ich würde aber trotzdem vorher... Warte mal, gehen ganz kurz hier hin. Ich will an die Pokémon heilen, ist klar. Schon beim Thema sind, habe ich eigentlich noch eine passende Minze? Kann man gar nicht mehr viel. Nee, da muss man eine Minze kaufen, ne? Wo steht ihr? So, die teuren Steine habe ich schon. Ich könnte noch 2 von denen holen. Oder ich mach's so. Und schau doch mal, wie weit wir jetzt mit den paar Bonbons hier kommen, ne? Wow. Ne, gar nichts, ey. Krass. Okay, da wird es soweit gehen. Dann kann ich hier vielleicht noch... Ah, komm, wir geben direkt den Resten. Scheiß drauf. Okay. Machen wir hier noch 2 Sonderbonbons. Ja, komm. So, Attacken. Okay, Blizzard natürlich mächtig stark. Könnte man ja mal testen, ne? Weil wir haben ja schon Turtok, der den Einschlag drauf hat. War nicht zweimal. Natürlich Diebeskurs so schlecht finde. Generiert selbst KP, ne? Vielleicht statt Donnerblitz oder einfach halt statt Irrlicht, ne? Wenn wir da ziemlich noch gut ausgestattet sind. Laubklinge. Der Punkt, wo man jetzt sagt, ja, die beiden sind klar, weil Steps sind, deswegen war Psycho und Kampf. Aber Elektro. Elektro ist halt dann doch nur für Flug- und Wasser-Pokémon.
Zumindest Wasser-Pokémon dann noch Laubklinge und generell sonst noch eine größere Auswahl an Pokémon, die ich damit abdecken könnte. Ich finde Laubklinge hier, wenn ich eh schon andere noch mit Elektroattacken hätte, ne? Dragon später auch. Ach, gar nicht so eine schlechte Idee, ne? So, das heißt aber eben, ich brauche noch, wo waren die jetzt die? Ah, genau hier drüben, wo der Kampf, oh, okay, na, das kann ich gar nicht machen. Was hat noch heilen, ne? Ich wollte mir gerade eine Minze holen, aber das wird ein bisschen schwierig. Dann muss ich ein bisschen Kohle generieren. So. Ja, da lacht das Herz. Also dem her beim Rangkämpfen online teilnehmen, das kann man nur empfehlen. Das ist sowas von praktisch. So, davon haben wir noch genug für noch ein paar Hypertränke. Top-Tränke können auch nicht schaden. Brauche noch mehr gefühlt. Den Rest soweit habe ich. Dann Calcium. Ja, also ich mal 17 Stück oder so. Flammenwurf, ne, neu bekommen habe. Na? Schon vorbei? Ah, hier, Flammenwurf. Dass Stolos den lernen kann, bin ich noch krass. So. Ganze 20, ja. War das schon wieder? 10 Stück, ne, glaube ich, pro Item. Also ich brauche eigentlich noch ein bisschen mehr, ne? Für 200, wie viel sind es denn? 250, ne? Was? Nein, ich will nicht heilen. Ich wollte nicht heilen, nein. Einkaufen wollte ich eigentlich. Beziehungsweise vielleicht mal doch wieder verkaufen. Natürlich hier nichts mehr, das war zu erwarten. Habe ich hier noch irgendwas? Das ja, er verkauft sich Goldkronen und Silberkronenkraken, so sehe ich aus. Was solche Items, auch Entwicklungsitems, die ich halt doppelt und dreifach und so habe. Oder sogar vierfach. Nochmal 3 Stück, dass ich 3 Eissteine brauche. Ruhigmünze brauche ich ziemlich sicher nicht. Aschminze voraussichtlich auch weniger. Wir bringen kaum, sowieso kaum etwas. Hier will ich auch, wie gesagt, lieber nichts verkaufen. Ja, Moment. Nein, war falsch. So. Ich bin nach 100, ne? Warte mal. So. Gut, dann versuchen wir es gleich nochmal. Den Rest könnte ich vielleicht der Geniefeder hinkriegen. Hä? Schon voll? Hat doch schon ein paar Punkte drauf, ne? Ja, okay, Spezialangriff ist voll. Sehr gut, also richtige Wesen noch. Ja, da war auch mit ein bisschen Geld. Dann natürlich auch Initiative, ne? Da ist the way to go, bevor Stadia. Oh, nur 2 Carbon. Das ist auch übel.
eigentlich, muss ich sagen, jetzt müssen wir das richtige Macht-Item geben, ne, damit der Wert steigt. Natürlich habe ich die noch nicht. Vielleicht bekäme ich die durch den Himmelskampf oder so, oder war doch was. Aber egal. Wir wollen ja noch ein bisschen was in der Folge hinkriegen, ne? Also dann schnell hier hin. Gehen mit einem höheren an. Ich glaube, gehe mit Galagladi rein tatsächlich, einfach nur damit es auch schneller geht. Ernsthaft? Ich war schneller, Junge. Jetzt wäre halt ein Eishieb gut, ne? Bei solchen Gegnern. Dankeschön. So, wo ist der nächste? Das lief nicht so, wie ich es eigentlich geplant hatte. Vom Typ Geist. Okay, ja, dann Frostidie. Dann käme ich einen Tag vom Typ Drachen. Dann wird immer besser. Da jetzt ein Feuertage ganz cool. Nicht dein Ernst! Ich kann nur so ein Pech haben. Oh, das war nicht clever. Was zum... Hat sie noch gut getankt. Das hat mich überrascht. Also da schon wieder. Ja, dann kommen wir wieder zum Thema Heilung. So. Frostini bist du drin, tatsächlich. Das sah schmerzhaft aus. Hafnir. Okay. Sieht schon geil aus, ne? Mega Frostidie hier. Ich liebe das Design.
Möchtest du meine Preismedaille haben? Boah, wenn du schon so nett anbietest. Typ Flug, wir machen so viel im Petto. Selektive Attacken, Kommentar. Tauschen wir das aus. Ein paar mehr Punkte wären jetzt so übel, ne? Sonst haben wir den nächsten Nacht noch vor uns. Wie wird das passiert sowieso? Ich will mal ganz kurz nachgucken, was Megaforce Werte eigentlich sind. Interessiert mich gerade. Oh, beim Kampf selber geht das gar nicht. Oh, falscher Move. Ja, dauert halt zu lange. So, jetzt aber, komm. Was sind so deine Werte, ne? Guck dir das mal an, ey. Ein Spezialangriff. Ist nach oben geschossen. Ich frage mich gerade, ob hier oben auch Gegner sind. Der Kampfsektor ist doch relativ groß. Hä? Ah, jetzt. Tatsächlich. Ups. Da ist die Power weg. Oh, das tut weh. Was? Die können Wege entwickeln mittlerweile? Normalen Trainer hier? Krass. Okay. Die Gegner werden auch stärker. Hätte ich jetzt so nicht erwartet. Wisst ihr was? Ich habe sowieso eine neue Idee. Nächste Folge machen wir es anders, Freunde. Wir setzen nächste Folge unser Carlos-Team wieder mal ein. Also die 6 hier unten. Können die ein bisschen pausieren, gerade ihr 3 hier. Die anderen können vielleicht noch mitkommen und so. Also von dem her. Aber ja, dass die mal ein bisschen pausieren. Dann nehmen wir unser Carlos-Team mit. Und dann muss die noch ein bisschen heilen, da ist ganz klar. Aber ja, Frostedie macht einen guten Job, das kann man nicht bestreiten. Stolos weiterhin sowieso. Aber wenn man überlegt habe, dass Stolos vielleicht künftig bei den Rangkämpfern vor allem einsetze. Aber ja, Frostedie so im Team, eben so Eisgeißer als Typus, finde ich sehr, sehr geil. Ja, vielleicht der Eisstrahl nehmen statt Blizzard, muss man gucken, ne? Klar, Gladi macht auch einen guten Job, Dragonier. Kommt dann noch dazu, ne? Der wird auch einen guten Job machen. Aber ja, beim nächsten Mal erst einmal mit den Carlos-Pokémon hier weitermachen. Aber nur aus Spaß, ne? Weil es soll ja auch ein bisschen unterhaltsam sein und so, trotz allem. Wenn ich mir vielleicht teilweise ein bisschen doof anstelle und so. Ja, aber ist auch nichts Neues. Ganz kurz heilen. So. Dann sage ich mal Danke fürs Zusehen, Freunde, und bis zum nächsten Mal. Es geht weiter im Kampfsektor. Ciao zusammen.